Servus, Waldmusik-Fans! Es ist wieder Wochenende, das heißt, es ist wieder Zeit für Wochenendsongs. Heute bin ich eingeladen bei die Manda. Manda, grüß dich, Kapitärin. Grüß dich, Servus. Geht's euch gut? Alle? Ja, Da war ich schon noch. da war ich schon noch, gell? Es ist noch früh am Abend. Hey, Manda, ja, wir kennen uns so schon gesichtsweise schon ganz lang, aber sind wir noch nie so in der Runden zusammengekommen. Das freut mich wahnsinnig, dass jetzt dieser mir hingehört hat. Durch den Balbo ist das Ganze möglich geworden. Wir haben uns zusammengeschrieben. Balbo, steht aus, dass das einmal geklappt hat jetzt. Oh, schön, dass du bei uns im Spiel auch mal vorbeischaust. Super. Ja. Das war meine erste Frage gewesen, du hast das schon beantwortet. Spiegelau sind wir jetzt gerade. Kannst du das geografisch schon mal für alle Nicht-Weitler erklären, wo wir uns jetzt da gerade befinden? Für alle Nicht-Weitler. Ja. Naja, da sagen, das liegt zwischen Rachel und Lusen und dann musst du am Berg runterfahren und wann bist du? Dann bist du in Spiegelau da. Genau. Eine wunderschöne Gegend da, ein wunderschönes Daheim hast du, bei dir daheim da, Balbo. Und ja, ich bin wirklich stolz sein auf ein Heimat. Sind das alle Spiegelauer oder Karl? Ich wohne in Hangerleiten. Hangerleiten? Da Jetzt geht musst du auch genauer sagen. da geht's Lehmhaus buchstäblich. Erklär. Das kann man jetzt sagen, wie man meint. Gell? Nein, Hangerleiten ist in der Gemeinde Kirchberg im Wald im Landkreis Regen tatsächlich. Gleich an der Grenze. Weil da haben wir da im Landkreis Frei und Grafenau und dann ist Ganz genau. Aha, ja, gut. Und ja, alle fleißigen Waldmusik-Zuschauer kennen den Herrn da zu meiner Rechten, das ist der Alex. Für alle, die das Video damals mit den Gletscherfetzer nicht gesehen haben, magst du dich kurz noch mal vorstellen und sagen, wo du her bist. Ja, ich bin der Alex. Ursprünglich bin ich von da. Also Von da End, Also von da End, ein Kilometer da End. Oberkreuzberg. Mittlerweile bin ich Natter in Stadt, Richtung Passau, Fürstensteuer. Ja, Und bist musikalisch überall unterwegs, Ja. gefühlt irgendwie, oder? Gell? Mit den Gletscherfetzer haben wir das Video aufgenommen, da jetzt mit die Manda und mit den Pseudokreiner hast du auch ab und zu das Vergnügen. musikalische Schnallen. Das musst du jetzt schon genauer erklären. Ja, mei. Alles. Alles, Packst du es musikalisch? was gefragt ist. Was gefragt ist, was daherkommt. Jetzt aber ein bisschen genauer zu die Manda. Balbo, wie lange gibt es denn die Besetzung schon? Also circa, ich schätze 2010. Das hat sich mal ganz lustig ergeben. Durch den Karl. Der Karl hat das damals angeheuert. Weil der Karl hat dann Alex, glaube ich, in der Spiegelau mal Musik spielen gesehen. Genau, da waren mehr Beim Veranstaltungen. Jubiläum. Beim 10-jährigen Jubiläum Also von vor- der Klingerbrunner Dorfblusen. Mei, da geht natürlich auch ein schöner Gruß aus an die ganze Genau. Dorflose. Haben wir auch schon aufgenommen, die schauen es bestimmt da, gell? Wir sind Nachbarortschaft. Ja. Genau. Genau. Die heißt Siehst so. heißen es da alle, glaube ich, oder? Genau. Genau. Da ist der Alex auftreten und ich war mit umgeschminkt unten. Und dann hat mich der junge Herr so fasziniert, was der Singerkind hat und was der noch auf der Steirischen gespielt hat. Und dann bin ich einfach hingegangen und gesagt, hey, mit dir mag ich Musik machen. Und er gesagt, ja, ich mit dir auch. Genau, und dann haben wir gesagt, ja, was trauen wir jetzt, brauchen wir noch einen. Da hat der Alex gesagt, ja, da gibt es gerade einen, der wo passt und das ist der Balbo. Und wisst ihr, das Schicksal, sag ich jetzt einmal, weil, haben unseren ersten Auftritt gekriegt in der Schweiz. Da haben wir aber noch nicht einmal miteinander gespielt. Der erste Auftritt gleich in der In der Schweiz, Schweiz. das gibt's Ja, doch genau. gar nicht. Aber am 50. Geburtstag Genau. vom Tommy Erb, das ist einer der besten Schweizer Akkordeonspieler, das ist der chromatische, und der hat uns einmal ganz kurz gehört, da haben wir nämlich beim Karl, bei dir daheim, einfach nur eine Session gespielt bei dir in der Kirche, und hat er gesagt, hey, das habe ich noch nie gehört, ich spiele jetzt bei mir in der Schweiz. Und der Alex war damals noch bei der Bundeswehr, da hat er nicht viel Zeit gehabt zum Proben. Jetzt pass auf, wir haben schon runtergefahren, war ungeschminkt war dabei, waren wir schon in der Schweiz, in Zürich, und der Alex ist da mit dem Zug runtergefahren. Dann stehen wir in der Schweiz, am nächsten Tag hätten wir spielen sollen, haben wir auch gespielt, den Geburtstag, und wir haben noch nie probt. Dann haben wir in Zürich in einen alten Bunker einen ganzen Nachmittag in einen Luftschutzbunker, und haben wir da probt, und das war die erste offizielle Manda-Probe in der Schweiz fürs erste Konzert. Das gibt's doch nicht. Ja, und wie ist der Auftritt verlaufen? Hat das hingehauen? Das weiß keiner mehr. Also wir haben dann noch 4-5 Mal gespielt in der Schweiz, also das wird schon Das passen. muss schon passt haben wahrscheinlich. Ja, die haben oder? uns öfter gebucht. Wir haben jetzt mittlerweile schon ein paar Schweizer Turnieren gemacht, war super schön. Ja, super. Ja, ich
kann mir das gar nicht vorstellen. Habt ihr es dann untereinander schon gut kennt wahrscheinlich vorher, oder? Weil sonst kann er das nicht harmonieren. Oder war das, habt ihr ihn da persönlich auch noch gar nicht so richtig kennt, wenn ihr so gar nicht probt habt? Weil wir kennen Balbo nicht. Mhm. Das ist einmal, das Das ist so ein bisschen so der Maßstab für Bassisten bei uns. Ja. Ja. Und zu der damaligen Zeit, naja, es hat halt einfach auch wunderbar passt vom Können und von der Generation. Ja. Also wir haben hübsch alle 10 Jahre auseinander. Aha. Das passt recht gut von der Erfahrung her. Das heißt aber nicht, dass ich da älter bin. Wollte ich gerade sagen, jetzt sagen wir aber nicht. Aber mir ist wurscht. Ja, für heute habt ihr da probt. Ich glaube, dass wir das letzte Mal gespielt haben, das war letztes Jahr im Oktober, glaube ich noch. Oder vor meinem Am Drumherum? Oder? am Drumherum. Ich glaube, wir haben jetzt fast ein Jahr. Okay. In der Besetzung? Ja, weil ich war krank. Ja. Ich war ja einen Herzinfarkt gehabt. Ich Ui. bin am ganzen Oktober ausgefallen und dann war ich auf Reha. Wir haben seit letztes Jahr drumherum. Nein, stimmt nicht. Wir haben noch die Biergartentournee noch gespielt. Ah, genau. Da haben wir noch ein paar Mal gespielt. In die Biergarten im Hallachberg, in Bayerisch Eisenstadt, da haben wir letztes Jahr im August haben wir ein paar Mal in die Biergarten gespielt. Das waren die letzten Konzerte. Genau. Seitdem haben wir jetzt über ein halbes Jahr nicht gespielt. Ja, kann man es mal ausprobieren, ob es noch funktioniert. Wie schaut es denn aus? Aber vorher müssen wir mal trinken. Ja, unbedingt. Vorher und vorher, oder? Ja. Immer. Prost. Prost daheim. Ja, dann spielen wir ein Spiel auch ein Lied heute in der Richtung. Ja, das ist eine ganz besondere Nummer, die wir haben. Da. Nur alte Nummer, oder? Ja. Von einem Spiegelauer, der ganz ein wichtiger Mann war. Das war der Baumstiftenlenz, der Paul Friedl. Und für den spielen wir jetzt ein Lied, wie es der Karl so gern sagt, wie man es heute so spielen wird. Genau. Ein bisschen anders, gell, wie früher. Das ist anders. Seid gespannt. Müssen wir rausschneiden. Schnell aus. Nichts mehr geschnitten, ich fange an. Jesus Leid, heut gibt's a Musik, bei der Wirt bin auf der Reihe. Kind 2 Jahre, da wird's lustig, keiner darf daheim bleiben. Winter, Schmoller und der Wetter, bloß allein sind nah dabei. Selbstverständlich Kinder jeder, das Wandern mit sein Bein. Schleifer, Besenbinder, haben halt einen großen Tag. Jemand tanzt mit Weih und Kinder, und kein Kreis, ein Geld im Sack. Wunschbier, Handel, Kraxen, Drogen, sind natürlich alle zum da. Der Mieser und der Totengraber gehen da nicht um. Und die Mäuler und die Burmer kämen da im Sonntagsgewand. Kind aufs Schwierige in der Römer, aber sonst ist das gut bei uns. Und der Kirche und sein Weibling kämen da im langsam Schritt. Aber sogar der reine Leute, der hat Stern noch mit. Die Trompeten spielt der Mucke und der Sepp das Klar.
Loppida. Und ein schöner 10 Mal, der trist 2 Euro rein. Alles tut gleich, ein Reggae tanzen, ohne schnauft und ohne schwitzt. Die Deutsche gängen da in Franzen, mal das sind schon ganz erhitzt. Burner schreit vor lauter Juchzen, schau es wie die Welt stiert. Und so geht die ganze Gaudi, fort bis in der Früh. Und so geht die ganze Gaudi, fort bis in der Früh. Das ist ein Wahnsinn. So habe ich die Stickel noch nie gehört. Wir auch nicht. Ja, Prost. Ein Schlickerl wert, oder? Ja, das war richtig auf Reggae. Okay. Ja, sechstes. Und das im Bohrischen Wald. Hoflich gefällt das am Baumstiftenlenz. Bestimmt. Das ist halt, das passt ja jetzt in die Zeit eher, gell? Ja, auch. Man kann ja die Volksmusik einerseits bewahren, also spielen, wie vor hunderten von Jahren, aber die Volksmusik hat sich schon immer verändert. Und wir versuchen jetzt, sagen wir, das Feuer der Volksmusik zu schüren und nicht die Asche zu konservieren und versuchen wir das so zum Spielen mit den Einflüssen, wo wir rauskommen. Ich meine, der Alex, der kommt aus der Obergreiner und aus der Popularmusik, aus der Volksmusik. Ich selber komme eher aus der Rockschiene, aus der Blues-Folk-Schiene, da also Heavy Metal und Hat ich mir so Tatsächlich? lange Haare Alles. Ja, in den 90er sehe ich Haare Und jetzt haben wir der Tor nicht mehr gefallen, oder? Meiner Frau gefällt das besser. Die haben sich verlagert. Ja, Entschuldigung. da drin geht einfach ein bisschen eine andere Spielweise rein. Und das ist sehr organisch natürlich entstanden bei uns. Wir haben da jetzt nicht gesagt, das machen wir jetzt, so ein Konzept haben wir nicht gehabt, sondern wir haben einfach es laufen lassen und das ist dabei rausgekommen. Aber das, was euch alle vereint, schon die verschiedenen Musikstile, wo ihr herkommt, aber was euch alle vereint, ist alle aus dem Bohrischen Wald und alle irgendwie das Herz am rechten Fleck. Und das, ja, das macht schon aus. Wie ist das? Was sind so Veranstaltungen, wo man die Manga wieder findet? Mei. Drumherum. Drumherum, ja. Ja, da haben wir Leider nur alle 2 Jahre, gell? Ja. Aber es wird so Am nicht liebsten so kleine Konzerte oder sowas. Also, wir spielen ganz gerne Biergartensachen. Am liebsten unplugged. Und ja, werden wir wieder ein paar haben im Sommer. Da gehen wir von Tisch zu Tisch und spielen wir das, was uns einfällt. Was ist der Vorteil von einem Biergarten gegenüber einem 2000 Mann Festzeit? Dass du für die Leute spielst. Dass die Leute haben im Biergarten und denen geht es gut und die kommen da hin wegen der Musik. Im Festzeit, da waren wir alle 3 schon. Das ist jetzt auch schön, aber da haben die Leute einen anderen Zweck, den sie verfolgen. Sagen wir es einmal so. Ja. Und wir haben jetzt keine Band, die klassisch gebucht wird für eine Veranstaltung, sondern wir haben halt mehr so für kleine Konzerte, wo man kein Mikrofon braucht, wenn es irgendwie geht. Und geben wir da unsere Musik zum Besten. Da wo dann, es ist dann auch ganz egal, ob da vielleicht gerade einer am Tisch sitzt, dem das dann recht gut gefällt, aber dem hat man dann auch frei gemacht. Und das ist eigentlich dann das Schöne. Du sagst also, lieber einer am Tisch, dem die Musik, die es gerade macht, wirklich zu Herzen geht und gefällt, es wie eine Bierzeit für Leute, die einfach nur auf Bassdrumme hören und mitklatschen. Ja, haben wir auch schon gehabt, aber das ist halt einfach nicht so schön, wenn es dann Vatertag im Wochenende gespielt ist, Straubing. Alle ja. Ja, da wo es dann gerade noch trennen, natürlich ist es auch ein wenig Erfolg, wenn sie die für so große Sachen buchen wollen. Aber uns ist das lieber. Also das Mandel ist das Zusammenrücken unter die Leute da drumherum vor Ja. das weiß ich, wie viele Jahre ist das schon her? lang. Ja, vor dem Corona-Scheiß. Da
da haben wir gespielt, da waren wir im Ring, den Kurpark-Pavillon. Da hat das Ringen so stark angefangen. Und es war kalt. Und drumherum, es hat fast 0 Grad gehabt. Da Und war's- Leute, also, hast du das schon mal gesehen, das Pavillon, oder? Ja, freilich. Genau. Und wir haben in der Mix gesetzt, die Leute haben alle von den Bänken abgestanden, haben drin gestanden, die haben sich alle gegenseitig zusammengerückt. festgehalten. Ja. Hey, das war so schön. So schön. Das war wirklich. Das ist, das Ich hätte mir jetzt gedacht, wie du so angefangen hättest, dass es unangenehm gewesen war oder so. Nein, Nein, Also überhaupt für nicht. die war Leute, so die vor mir gesitzt haben, von Ja, aber Aber das sind das- eben die auch nicht oft angenehm. das möchte ich auch nicht sagen, aber so nah waren wir noch nie an die Leute hinter uns, vor uns. Nein, das ist. Und dann mit der Kuppel. Schön gewesen, das war der Sound war super. Wir haben einen Plug gespielt und es waren bestimmt 200 Leute Auf ein engstem paar Raum. Quadratmeter. Und das war, du hast ein Stecken vorhin hören können. Und der Alex Benger seine langsamen Lieder gesungen haben. Die Leute, die waren begeistert. Das kannst du dir vorstellen. Das war schön. Ja, das sind so Erfahrungen, die bleiben drin, obwohl es schon so viele Jahre her ist. Gell? Was mich jetzt schon interessiert hat, vor dem nächsten Stickel, das wir noch, natürlich auch noch spielen, es kennt aus verschiedenen Musikgenres selber persönlich. Da mich schon interessieren, was sind dann so musikalische Vorbilder, die Enker Jugend oder vielleicht auch später im Erwachsenensein geprägt haben und vielleicht noch prägend? Also, Bei mir Metallica. ja, Ohne ehrlich. Scheiß. Und ja, und ich habe mich, sagen wir mal, alle 10 Jahre mich irgendwie anders orientiert. Ich habe mit Punk und Heavy Metal angefangen, habe ich Jazz und Blues gespielt. Durch den Alex habe ich dann bordische Sachen gelernt. Und jetzt bin ich soweit und mag total gerne meine Kinderlieder. Ich schreibe eigentlich Kinderlieder Ah ja. und das ist total schön. Also, und da habe ich ganz viel Erfolg und das ist schön. Also, und das Lustige ist, dass wir das alles ein bisschen mischen. Und das macht halt unsere Musik aus. Diese Mischung. Der Karl wird jetzt noch ein paar andere Richtungen sagen. Da möchte ich aber trotzdem noch stehen bleiben. Du hast ja schon viel Musikunterricht gegeben in deinem Leben. Ja. Was ist denn der Unterschied, wenn du einem erwachsenen Menschen was lernst oder wenn du einem Kind was lernst? Oder gibt es da einen Unterschied überhaupt? Ja, dann gibt es ja. Also Erwachsene, wenn der vorher nie was gemacht hat, der tut es so schwer. Der entweder hat es gefallen dafür oder nicht. Und Kinder, ich mache halt jetzt, ich gehe noch in Kindergärten, Grundschulen, Montessori-Schulen. Ich gehe da ein, spiele dann allgemein nur alle meine Entchen, die mache ich natürlich ein wenig rockiger. Und die Kinder, die haben mit einer Leidenschaft dabei und so lieb. Da geht es also nicht um Perfektion, Ja. sondern um Freude an der Musik. Und da haben die Kinder, und vor allem die Kinder, die können sich so vermerken, die fressen das auf. Die singst ein Lied vor und das werden die nie vergessen. Und der Erwachsene, der muss zwar Griff zeigen und die braucht er dann oft, es kommt darauf an, wie alt. Ich mag auch Gitarrenkurse für Erwachsene und die haben dann teilweise über 60. Wenn man da 2 Akkorde auf eine Woche oder 2 schaffen, ist das viel. Und Kinder, die Also schlucken hast du schon die Erfahrung oder magst du schon die Erfahrung, je älter das man wird, umso Ist schon schwerer tut man Ja. sie mit dem Lernen dann. das. Ist klar. Aber darum, Kinder so früh wie möglich, einfach, wenn du nur ein Little vorsingst, Ja. die haben da Freude. Und alle Leute daheim, wenn ihr Kinder habt oder Ey, selber stolz, Kinder wo habt, sie mit die den Kindern. zuschauen, Schaut's genau, drauf. unbedingt. Karl, deine musikalischen Vorbilder? Ich kann es vielleicht nicht sagen. Ja. Mein Vater ist ein klassischer Musiker. Der hat ein Orchester, ein Kammerorchester und ein Salonorchester. Das hat mir als Kind schon gefallen. Ganz starke Erinnerung habe ich an Tanz der Vampire, tatsächlich an das Musical. Weil es absolut faszinierend war, wie Leute so singen können und so eine Show und mit den Kostümen und dem Licht und dem auch dem tollen Sound, weil letztendlich ist das auch sehr, sehr entscheidend. Aber ich mag genauso gern Metallica, My Chemical Romance oder die ganzen Punkbands, Pop-Punk-Bands. Ich habe keine Lieblingsmusikrichtung, ich kann es nicht sagen. Also sagen wie uns der Alex dann einmal dahergebracht hat, wie war es ein Traum von Karel Gott. Das sind unfassbar schöne Sachen, die damals alles geschrieben und arrangiert worden sind. Von Leuten, die sich in der Musik recht gut auskennen. Fantastisch gesetzt haben, super umgesetzt. Sowas hat man halt heute nicht mehr. Also heute ist eher ein bisschen so Seltener auf alle Fälle, ja. Stars und Sternchen, die so bleiben. Das sieht man jetzt an den großen Bands. Die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Man geht man zu den Konzerten von den ganz großen alten Bands, die schon über 60 sind, noch über 70 oder schon drüber, weil halt einfach die Zeit schnelllebiger wird oder das Genre einfach schnelllebiger wird. Aber egal in was, du findest überall was Schönes. Ja, schöne Worte, ja. Da ist wirklich was dran. Bei dir, Alex, musikalische Vorbilder? Mei.
wie der Bambo schon gesagt hat, ist immer im Wandel und es kommt immer wieder was anderes dazu. Gibt es aus der Kindheit irgendeine so Gruppe oder Person natürlich musikalisch? mit den Obergreiner natürlich, da bin ich immer schon ganz stark verbandelt gewesen. Über die Obergreiner bin ich dann in Swing-Musik reingerutscht, was mir ganz stark gefallen hat. Django Reinhardt, Sachen, da mittlerweile bin ich eher auf Country-Schiene, ja, Rock-Schiene auch, 70er Also Jahre, ist, also alles sind. Das ja, so der so, Harmoniespieler, der Gäuser, Fixner sowieso. Das so vielseitig ist das, gell? Jetzt darf ich aber sagen, dass wir noch sprechen, oder? Da, den machen wir noch drauf. Was haben wir noch im Gepäck? Bayerischen Tango. Einen bayerischen Tango, ja, da bin ich jetzt auch gespannt. Super, spitze. Prost. Prost. Wer ist denn wichtig? Ja. Vom Alex und er hat uns vorgespielt und dann haben wir gesagt, probieren wir was dazu. Selber gestrickt, selber geschrieben. Ja. Respekt. Also wirklich Ist genau an dieser Stelle entstanden. perfekt, super. Wie wir noch jung waren. Jünger. Mir gefällt das in dieser Runde, das ist eigentlich die traditionelle bayerische Besetzung und da hat man jetzt erwarten, da hast du grüne Tannen, bunte Lerchen und ein paar Schützenjäger-Sachen, aber es ist doch ganz was anderes. Und Ja. das macht den schon aus.
Ja. Ja. Ja, schön. Liebe Manda, das Video neigt sich schon langsam dem Ende zu. Ein paar Fragen hätte ich noch an ein paar Entweder-Oder-Fragen. Jeder kriegt noch eine, ist schon Tradition mittlerweile auf meinem Kanal. Ich fange jetzt einmal beim Alex an. Alex, wie schaut's aus? Jetzt weiß ich nicht mehr, was letztes Mal für Fragen gekriegt hast, gell? Aber nein, ist ja wurscht. Ja, immer. Lederhose oder Jogginghose? Ich kann es nicht sagen. Entweder Ja. oder. Ja, schau lieber die Lederhosen. Schon. Jo. Ja. Obwohl du auch gerne Jogginghosen tragst. Ja, daheim. Gemütlich. Ich habe schon Zeit gehabt, da bin ich mit der Lederhose nicht runtergegangen. Also so ist es nicht. Aber nicht mit der Jogginghose. Mit der Jogginghose noch nicht. Ne? Also bleiben wir lieber bei der Bleiben wir bei der Lederhose. Lederhosen. Da ist mir dazu. Dann hätte ich, Karl, an dich noch was. Italien oder Spanien? Italien. Das war jetzt ganz klar. Bist du eher so der italienische Typ, gell, mit dem Bord? Und So Gatschen machen. Nein. urlaubstechnisch Italien oder Ja. von der Mentalität? her? Toskana. Ja. Fährst du regelmäßig hier? Leider nicht. Da war es so schön, da fahre ich nie wieder hin. Aha. Weil da kannst du nicht so schön sein. Nein, Nein, Spanien hat mir jetzt nicht so gefallen, da war es mir zu wenig zu hart. Ja. Und Toskana, das ist eine traumhafte Gegend. Das gefällt mir ganz gut. Schön. Balbo, was haben wir dann für dich noch? Bin gespannt. Freibad oder Badesee? Badesee, weil ich total gerne nackt baden gehe und meine Frau. Pfui, Teufel. Und das ist im Freibad nicht so gern gesehen wahrscheinlich. gell? Nein, es gibt den Deggendorf ein paar, oder wir waren da in Urlaub schon. Und da haben wir beide ganz cool. Für alle Leute da draußen, die das interessiert, wo hat es da und zu welchen Uhrzeiten? Ein bisschen Geheimnis muss ich auch noch haben. Meiner Frau macht das nichts aus, weil die schaut alle an und sagt, das Klo, geht's warm. Geht so am Scheren. Oh mein. Manda, es war mir eine Ehre, dass ihr Zeit gehabt habt für mich heute. Schön, dass du da warst. Danke. Ja, wenn ihr noch was loswerden wollt in die große, weite YouTube-Welt, war die letzte Gelegenheit. Karl, du warst dabei, gute Schlussworte, magst du noch eins? Schön was. Alles gesagt, oder? Ja, liebe Leute da draußen, dann kann ich nur sagen, wenn ihr die Manda hören wollt, wo findet man den überhaupt? Genau, habt Facebook, Instagram, Auf der CD. Auf der CD. Auf der CD. Aber habt ihr irgendwelche sozialen Medien oder tu einfach ein Balbo sein Balbo, Telefonnummer ja, drunter? soziale Dann Medien, also- gehen wir, tue ich drunter an Balbo seine Handynummer und dann kannst du die Manda natürlich anrufen, buchen oder sonstiges. Und an alle Leute da draußen kann ich nur noch sagen, bleibt gesund, macht es gut und bis bald im Wald. Vielen Dank, Servus! Servus, ciao. Servus. Servus.